Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Zur letzten in diesem Jahr, Leute. Ja? 15. Bundesligaspieltag, zu Hause 5:1 gegen RB Leipzig. Völlig verdient, völlig ungefährdet, absolut richtige Reaktion nach dem Main-Spiel. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Durchweg ordentliche Leistung, gibt ein, zwei Kleinigkeiten, über die man sprechen kann, aber nicht wirklich irgendwas Negatives heute. Wir haben 5:1 gewonnen, völlig verdient, wie ich schon sagte, Anfangsphase, die ersten 2 Minuten waren natürlich wild. Danach war es so 20 Minuten, ja, so ein bisschen erstmal ins Spiel reinkommen. Opa war sehr schwach, ja, in der Phase. Die ersten 20, 25 Minuten war Opa wirklich schlecht. Wurde aber von Minute zu Minute besser, ja, und war dann gerade zweite Halbzeit, war er sehr, sehr stark. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Danach hat nur eine Mannschaft gespielt und das war der FC Bayern. Das waren wir. Und ja, ich weiß, werden wir einige sagen, oh ja, aber Leipzig war so schwach. Ja, Leipzig war so schwach, weil wir so stark waren. Punkt. Ja, ich denke, man hat... Guckt auf die Tabelle, dann wisst ihr, welches Leistungsvermögen Leipzig hat. Und wir haben sie heute gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Alle zweite Bälle gingen an uns, was heute sehr, sehr gut auch war. Wir waren gerade erste Halbzeit super variabel vorne. Ja, endlich haben wir mal die Position auch wirklich mal durchgetauscht und auch mal über einen längeren Zeitraum und nicht nur irgendwie für 10 Sekunden. War wirklich sehr, sehr gut. Man hat gesehen, dass wenn Kimmich die Binde hat, kann er auf einmal auch Rechtsverteidiger spielen. Ja, auch das war die richtige Entscheidung und auch das hat er dann noch zum Tor geführt. Ansonsten haben wir natürlich heute wieder gesehen, wie schlecht so ein Michael Olise ist. Ja? Ist wirklich wild, dass man über den diskutieren muss. Hat natürlich ein mega starkes Spiel gemacht. Er hat die Tore alle eingeleitet, war der Auffällige. Selbst Leroy war heute anständig, wie ich fand. Kommen wir aber gleich ein bisschen zu, wenn wir auf die Spielerbenotung gehen. Ja, zweite Halbzeit hat nur der FC Bayern gespielt. Ja, wir haben 1, 2 Konterversuche gesehen von Leipzig, 1, 2 Freistöße. Und das war's. Ja, ansonsten haben nur wir gespielt. Und das sehr, sehr ordentlich. Wir hätten sogar noch 1, 2, wenn nicht sogar 3 Tore mehr machen können. Aber ich denke, 5:1 ist ein standesgemäßes Ergebnis und ja, spiegelt das Leistungsniveau, was wir gesehen haben, wieder. Wir haben eine Mannschaft gesehen auf dem Feld, ja, gerade wo Leroy dann das Tor gemacht hat man gesehen, ja, dass er zumindest in dieser Mannschaft nicht der Stinkstiefel ist, für den ihn vielleicht viele halten, auch ich ab und wann. Da hat man gesehen, dass die Mannschaft sich mit ihm mitgefreut hat und ich habe mich heute auch gefreut. Ja, ich fand, er hat heute ein einigermaßen gutes Spiel gemacht. Hatte dann wieder so die Phase mit seinen 2 vergebenen Chancen, wo ich mich schon wieder aufgeregt habe. Aber ich hab's ihm dann endlich gegönnt, ja, dass er endlich diese scheiß Bude macht. Will das irgendwas ändern an sonst irgendwas? Natürlich nicht. Ja, aber ja, man muss gönnen können und das habe ich ihm heute auf jeden Fall gegönnt. Gut, Leute, ich würde sagen, damit werfen wir mal einen Blick in die Statistiken. Die sollten ja relativ eindeutig sein, würde ich behaupten. Ballbesitz 70-30, Abseits 2-1, Fouls 9-10, Zweikampfquote 58-42, Schüsse aufs Tor 9-1. Schüsse insgesamt 22-4. Ecken 8-1. Angekommene Pässe 645 zu 234, Flanken 11-1. Schüsse insgesamt. Harry Kane 4, Sané 3, Musiala 3. Torschussvorlagen, Davis 1, Olise 1, Kimmich 1. Keine Ahnung, warum da nur 1 steht. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala 11, Upamecano 8, Goretzka 8, Ballkontakte 111, Goretzka 104, Kimmich, Davis 90. Gefoult worden, schenken wir uns wie immer. Gut, damit kommen wir zur Benotung. Vincent Kompany, ja, heute eine souveräne 2 für mich. Gibt nichts auszusetzen, gibt nichts an der Aufstellung auszusetzen. Es war ein bisschen überraschend, dass Goretzka angefangen hat vielleicht, aber Goretzka hat ein gutes Spiel gemacht, in meiner Meinung nach.
Der Rest war zu erwarten. Ja, man hätte vielleicht mit der einen oder anderen kleinen Änderung, aber eigentlich war der Rest zu erwarten, wenn wir ehrlich sind. Ja. Auch die Auswechslungen waren fein für mich. Ja, alles richtig gemacht. Mannschaft gut eingestellt, wir waren da, wir waren endlich wieder fickrig, wir haben Gas gegeben, wir waren als Einheit da. Hat alles gepasst, meiner Meinung nach. Gut, ja, Daniel hat irgendwie das Pech, dass er sich nicht wirklich auszeichnen konnte. Ja, ein Torschuss haben wir gerade gesehen. Und der war leider unhaltbar aus dieser Situation. Ansonsten hat er eine super Szene für Liboy kreiert mit einem langen Ball. Ansonsten war er präsent, auch wovon sie dann den einen Ball geklärt hat, hat man gemerkt, der ist voll da, der ist voll integriert ins Team. Hat mir richtig gut gefallen. Da natürlich wenig geprüft, kriegt er eine 2,5, ist es schwer, da jetzt irgendwie auf Note 2 oder sowas zu gehen, aber es war in meinen Augen was gut. Gut, dann wie immer von oben nach unten. Also, Fonzie Davies hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ja. Gibt es gar nichts zu meckern. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat sehr viel Druck dann auch und gerade zweite Halbzeit, wo ab und wann auch mal ein bisschen Platz da war, in die Räume gelaufen, den Raum sehr, sehr gut genutzt. War jetzt nicht ein perfektes Spiel, aber es war auf jeden Fall ein gutes Spiel in meinen Augen. Und weil er ein Tor gemacht hat, kriegt er von mir auch die 2,5. Gut, Minjay heute der die erste Halbzeit oder in der ersten Halbzeit viele Szenen bereinigt hat, meiner Meinung nach. Und da war er auf jeden Fall auch stärker wie Opa. Ja, kam aber dann, Opa wurde immer stärker mit der Zeit. Aber Minjay war der konstantere von beiden. Von daher kriegt von mir Minjay auch die 2,5. Vor allen Dingen auch, weil er alles, was irgendwie hochkam, hat Leipzig kein Land gesehen, hat alles Minjay weggearbeitet. Ne? Damit sind wir bei Opa. Ja, Opa sehe ich einen Tacken schlechter, kriegt die Note 3 von mir. Wie gesagt, die ersten 20, 25 Minuten war super, weiß ich nicht. Man hatte so das Gefühl, er ist nicht richtig fit. Ja, das war wirklich wild. Umso länger das Spiel ging, hat da nochmal 1, 2 Kleinigkeiten drin gehabt. Aber ansonsten war es zweite Halbzeit dann echt gut. Ja, kann man nicht anders sagen und da gut dagegen halten. Und ja, ich denke im Gesamten eine Note 3 passt. Gut, dann kommen wir zu Conny Leimer. Conny Leimer hat heute ja auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja. Gab nicht viel über seine Seite. Leipzig hat es 2, 3 Mal versucht, aber ansonsten haben wir Leipzig halt gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Das war so der springende Punkt. Ja. Hat sehr, sehr gut harmoniert mit Maike, muss man sagen. Ja, auch in der Kombinationsspiel haben wir auch zusammen das Tor jetzt eingeleitet, Maike nochmal reingelegt. Conny Leimer für mich heute Note 2. Ja. War auch dann immer stark, wenn er dann so ein bisschen in die Halbposition ging oder sogar mal in die Mitte rein. Aber selbst heute über die rechte Seite war es gut. Er war defensiv nicht so gefordert, zum Glück, muss man sagen. Wer weiß, vielleicht hätte er es aber auch besser gemacht wie die letzten Wochen. Man hat gesehen, dass er heute nochmal ein bisschen heißer war gegen seinen Ex-Verein und hat das Tor gemacht. Ja. Gut, dann kommen wir zu Leon. Leon hat für mich auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, hatte 1, 2 Szenen in der ersten Halbzeit, die vielleicht ein bisschen unglücklich waren. Aber ansonsten war er, gerade in der Anfangszeit, war er der auffälligere Spieler in der Zentrale. Ja? Und man muss sagen, heute Kimmich Goretzka hat heute super funktioniert in der Zentrale. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sage. Aber das war heute wirklich stark von beiden zusammen. Ja? Haben sich gut ergänzt, haben ja die richtigen Zeitpunkte gefunden, wann wer nach vorne ist. Kimmich war ein bisschen offensiver, Leo ein bisschen defensiver. Das ist generell, hat mir das gut gefallen. War natürlich oft auf einer Höhe. Ja, 2,5 von mir für Leon. Hätte sich ab und wann, hätte er sich mal trauen sollen, den Schuss zu nehmen. Ja. Aber ja, ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass er ein Heavy vielleicht nochmal einen auflegen wollte. Aber ansonsten war es ein grundsolides Spiel. Auch im richtigen Moment mal den Speed rausgenommen, mal quer gespielt, mehr nach hinten gespielt.
aber auch versucht, das Spiel anzukurbeln und den Ball schnell zu spielen. War heute nicht nur dieses Quer- und nach hinten Geschiebe von beiden, ne, von Goretzka und Kimmich. Können wir schon mal für den Kimmich vorwegnehmen, zu dem wir jetzt kommen. Ja, ähm, für mich heute Note 2. Warum? Ich habe natürlich auch die Schwächen gesehen, ne? Gerade in der ersten Halbzeit ein, zwei Mal. Aber wenn man dann mal gesehen hat, wie gut er heute auch als Führungsspieler war, ja. Deswegen für mich nicht die 2,5 wie auch Goretzka, sondern die 2. Nicht nur, weil er dann noch ein Tor gemacht hat, sogar noch das Tor vorbereitet. Nee, einfach wie stark er heute als Führungsspieler war. Ja, hat die Leute gepusht, war da. Ähm, gut, war heute auch nicht so die Mannschaft, die sich hat hängen lassen. Ja, war generell besser wie in Mainz. Ähm, aber heute habe ich einen Kapitän gesehen auf dem Feld. Ist natürlich immer einfacher in so einem Spiel. Ja, ich habe einen Schmierer auf meiner Brille. Natürlich immer einfacher in so einem Spiel wie in so einem Spiel, wo es nicht so läuft. Da müsste ein Kimmich zulegen, ja, für die Zukunft gesehen. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber heute war er ein Kapitän auf dem Feld, leistungstechnisch, aber auch als Führungsperson. Hat aber natürlich auch, ja, wirklich ein, zwei wilde Sachen drin gehabt. Das muss man fairerweise auch sagen. Ja, defensiv war das zweimal wild. Dann dieses Schauspiel da mit diesem ganz leichten Wischer, wo sie auf den Boden wirft, da mit dem Henrys. Ähm, gut, war wahrscheinlich dadurch bedingt, wie der Henrich sich vorher verhalten hat gegenüber Kimmich und so weiter, alles gut, aber das muss er nicht. Ja, und wenn er die Binde trägt, ähm, hat das schon gar nichts zu suchen. Ja, deswegen auch nur eine Note 2, nicht eine Note 1. Dafür hat dann so der letzte Kicker gefehlt für mich persönlich, aber Kimmich hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, und nochmal, das Zusammenspiel heute Kimmich-Goretzka war wirklich gut. Ja, das muss man mal sagen. Es war wirklich gut. Gut, als nächstes haben wir dann unser Sorgenkind. Leroy Sané. Also, erste Halbzeit fand ich ihn sehr ansprechend. Ja, die Bälle, die er leider bekommen hat von Musiala, waren Drecksbälle, die waren wirklich schlecht gespielt, deswegen sah er nicht gut aus. Hatte dann natürlich wieder eine Chance, die er kläglos vergeben hat. Hat sich aber heute nicht hängen lassen. Ja, man hat nicht diese Körpersprache gesehen, sondern weiter dran geblieben, die Positionswechsel dann mal auf der rechten Seite mit Maike getauscht, dann mal in der Mitte und so. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, dass alles variabel war und dass da heute nichts mit hängen lassen. Aber ja, wir wissen ja, in den Spielen ist er ja meistens ein bisschen motivierter gegen stärkere Gegner. Dann war wieder Chancentod Leroy da, war wieder leichte Ballverluste Leroy da, gerade in der Defensive. Dann habe ich mir schon wieder gedacht, so, Alter, nehm ihn endlich raus. Ja. Nehm ihn endlich raus, kannst das nicht mehr mit angucken. Und dann hat er aber nochmal die Kurve gekriegt. Ja. Hat nochmal sich eine gute Aktion erarbeitet gehabt, der kläglos wieder vergeben hat und dann hat er sie endlich reingemacht, Alter. Ja, nach gefühlt 20 Versuchen in den letzten Spielen hat er endlich das Ding reingemacht und ja, das Schöne war, man hat gesehen, diese Mannschaft ist intakt. Ja. Es hat sich jeder mit ihm gefreut. Und das war schön zu sehen. Man hat gesehen, das ist ein Team. Und das ist positiv. Ändert natürlich jetzt nichts an meiner Meinung zu Leroy, dass er für den FC Bayern das Niveau einfach nicht reicht. Aber heute war es eine Note 3 für mich. Ja. Wie gesagt, er hat wieder diese viele Schwächen drin gehabt, sonst wäre es noch eine bessere Note gewesen, diese 20, 25 Minuten in der zweiten Halbzeit. Aber es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn er da in der Rückrunde anknüpfen kann, mit dieser Einstellung, die er heute hatte, das mit nicht hängen lassen, nicht irgendwelche komischen Gesten dranbleiben. Das Tor wird ihm Selbstvertrauen gegeben haben, kommt für ihn wahrscheinlich jetzt super ungünstig, dass genau jetzt die Pause ist. Wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. War aber ein Spiel, was auf jeden Fall auf was man aufbauen kann für den Leroy. Gut, dann kommen wir zu Musiala. Jamal heute, wie gesagt, viele ungenaue Bälle gespielt. Gerade erste Halbzeit, gerade auch auf Leroy, auch auf Harry. Ja, klar, das Tor, dafür
ja, das hat er mittlerweile, diesen Torriecher, wurde natürlich auch super angespielt von Michael. Ähm, Hat sich danach dann oft auch fallen lassen, den Ball ein bisschen weiter hinten geholt und so weiter. Wenn man das Leistungsniveau von Musiala sieht, war es heute eine 3 für mich. Ja, da geht mehr, definitiv. Was mir nicht gefallen hat, war heute wieder ein, zweimal diese Aktion, dieses Oh nein, ich bin im Zweikampf, oh nein, ich wurde gefoult, das ist doch Majestätsbeleidigung, Blasewitz. Habe ich letzte Mal schon gesagt, das sollte er sich mal schleunigst abgewöhnen. Ja, soll er sich mal das Beispiel Lionel Messi nehmen, habe ich auch schon mal gesagt. Der hat einfach aufgestanden ist und weiter Fußball gespielt hat. Ja, da muss er von wegkommen, von dieses, weiß ich nicht, das vermittelt so den Eindruck, so, ich bin Jamal Musiala, fass mich nicht an, so, weißt du. Weiß ich nicht. War natürlich aber, ja, war kein schlechtes Spiel, war jetzt aber auch kein überragendes Musiala-Spiel. Hat sein Törchen gemacht, ja, ein, zwei gute Aktionen gehabt, aber auch viel vertändelt. Aber völlig fein für mich. Gut, dann kommen wir zu Michael. Michael heute wieder sehr, sehr starkes Spiel. Ja, ein, zwei unnötige Ballverluste, wo er aber auch versucht hat nachzusetzen, mit nach hinten gearbeitet, aber das macht er immer. Ja, er hat auch mal einen Ballverlust, er nimmt halt auch mal Risiko. Das gehört einfach zu seinem Spiel. Aber ansonsten, gerade am Anfang, gerade erste Halbzeit, war er der belebende Faktor in der Offensive. Ja. Mal wieder. Ja, keine Frage. Von daher für mich das Tor hat natürlich gefehlt. Die Chance, weiß ich nicht, was da jetzt schlechter war, ob es jetzt der Ball von Leroy war oder ob er einfach schlecht stand, den er hätte nur über die Linie drücken müssen. Das ist natürlich wild gewesen. Von daher eine 2 für mich heute. Hat aber ein so starkes Spiel gemacht. Ja, auch dann diese, ich nenne es mal Robben-Move, den er dann ein bisschen zu hoch angesetzt hat. Aber wie uneigennützig er gerade in der ersten Halbzeit war und immer wieder die Mitspieler eingesetzt hat. Einfach schön anzusehen. Ja, mehr gibt es da nicht so zu sagen. Und dann haben wir noch unseren Kämpfer. Ja, Harry Kane. Harry Kane hat für mich heute ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja, natürlich vorne oft nicht im Strafraum gewesen, sich aufgerieben. Gerade so die ersten 20, 25 Minuten hat er so wirklich schwer gehabt, kam schlecht ins Spiel rein. Hat man sich schon gefragt, ja, ist nicht richtig fit, macht das Sinn? Zweite Halbzeit hat er dann aus einer tiefen Position gespielt und wie er gespielt hat. Ja, das war ja schon fast aus einer 6er bis 8er Position raus, wie er die Bälle verteilt hat, wie er die Angriffe eingeleitet hat, wie er aber auch defensiv mitgeackert hat. Ja, also das ist ein Führungsspieler. Ja, muss man ganz klar so sagen. Kann man natürlich jetzt drüber streiten, ob das seine Primäraufgabe sein sollte als Stürmer. Natürlich nicht. Ja, er hat sich ja auch ein paar Chancen erspielt gehabt. Dass er nicht in Topform war, hat man gesehen, aber was ein Kämpfer heute einfach. Ja. Und von daher für mich auch eine Note 3. Gut, dann kommen wir noch zu den Einwechselspielern. Da können wir eigentlich nur den Pavlo bewerten. Alles andere war ja zu kurz auf dem Feld. Erstmal Hut ab. Hat ja dann jetzt auch nur 15 Spieltage gedauert. Wir haben Joshua Kimmich mal als Rechtsverteidiger gesehen, ja, weil Conny Leimer rausgegangen ist und ein Pavlovic eingewechselt wurde. Zu Pavlovic war jetzt nicht super starker Auftritt. Ja, ich sehe es bei einer 3,5. Ein kleiner Jugendbonus vielleicht, sonst hätte man auch eine 4 geben können. Viele Ballverluste gehabt, hatte kaum Einfluss, irgendwie das Spiel mal schnell zu machen oder sonst was. Fairerweise, ja, kurz nachdem er eingewechselt wurde, haben wir einen Doppelschlag gemacht, das Spiel war durch. Alles gut. Aber das Schöne war, um vielleicht da nochmal drauf zurückzukommen, dass Kimmich auch Rechtsverteidiger kann. Ja. Ich meine, ist jetzt nicht überraschend, aber dass das auch bei uns mal spielt. Gut, gehen wir so trotzdem kurz durch. Dann haben wir natürlich Eric Dyer gesehen. Hat mich gefreut, dass er ein paar Minuten gekriegt hat. Hat es wie immer
ganz ruhig, ganz abgeklärt runtergespielt, ohne irgendwie fickrig zu werden oder sonst was. Aber so kennen wir den Erik ja auch. Ja, ist doch klar. Gut, dann haben wir Rafa Guerrero, der auch auffällig war, muss man sagen. Auf jeden Fall auffälliger wie zuletzt. Ja. Hat dem vielleicht auch ganz gut getan, dass er da mal einen Denkzettel gekriegt hat. Weil die letzten 3 Spiele war das nichts. Muss man mal ganz klar sagen. Das war jetzt nur ein Kurzeinsatz, aber er hat sich gezeigt, er war da, er war präsent. Hat mir ganz gut gefallen. Gut. Dann haben wir Mathis Tell. Mathis, können wir natürlich nicht viel zu sagen, hat die eine Chance gehabt, ja, war an der Stelle, wo er stehen muss, hat einen guten Ball gekriegt. Hätte mich natürlich super gefreut, wenn das Ding irgendwie reingefallen wäre. Gulaschi hatte heute auch nicht seinen besten Tag. Das muss man fairerweise auch mal sagen. Ja, war nicht der Fall. Er hat ein paar Minuten gekriegt, war auf jeden Fall präsent, war da. Viel mehr können wir nicht dazu sagen. Und dann kommt noch zu guter Letzt für 2, 3 Minütchen Thomas Müller rein, der sich direkt ins Getümmel geschmissen hat. Ja, auch direkt präsent war, wie immer. So kennen wir den Thomas, war da. Ja, konnte sich mehr Spiel entscheiden, irgendwas eingreifen, wie auch. Aber das war eine gute, starke Mannschaftsleistung heute. Ja. Da gibt es gar nichts zu meckern. Wie gesagt, man kann immer das Haar in der Sippe suchen. Das tun wir nicht. 5:1 gegen Leipzig, die wieder erstarkt waren, die wir heute aber gar nicht haben ins Spiel kommen lassen. Wir haben Leipzig heute auseinandergenommen, weil Leipzig versucht hat, hinten rauszuspielen, wo wir gerade in der ersten Halbzeit viele, viele Bälle direkt weggearbeitet haben, direkt erobert haben, daraus Chancen kreiert haben. Und zweite Halbzeit, ja, wir haben sie hergespielt. Ja. Bestes Beispiel war der Freistoß für Leipzig, woraus wir einen Konter spielen, der überragend war, leider nicht gut zu Ende gespielt. Der Pass von Leroy war dann mal wieder nicht gut auf Michael, der aber trotzdem noch ein bisschen mehr draus gemacht hat, wie eigentlich drin war. Ja. Ist ein schöner Abschluss der Hinrunde, wenn wir es so nennen wollen, oder was weiß ich, der 15 Spieltage in der Bundesliga. Fazit werden wir am Montag im Stream ziehen, oder ich, ja, mein Fazit der Vorrunde. Oder jetzt dieser paar Spiele, die wir hatten. Was heißt paar? Waren 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 Spiele immerhin. Mit Champions League und Pokal. Die große Überschrift ist auf jeden Fall sehr positiv. Ja. Wir haben ein paar Kritikpunkte, was die Jugend betrifft. Ja. Die hätten wir ein bisschen mehr integrieren können, wenn nicht müssen, teilweise. Aber ansonsten haben wir eigentlich nur positive Sachen zu besprechen, wenn wir über ein Vorrundenfazit reden. Ja, das werden wir jetzt aber nicht jetzt tun, das werden wir dann im Stream machen, wenn keine Ahnung, nicht so viele andere Themen da sind, werden wir das auch im Detail tun. Ansonsten werde ich da nochmal ein extra Video dann im Laufe der kommenden Woche aufnehmen, denke ich. Wo wir dann uns auch mal vielleicht meine Spielerbenotung angucken, aber vielleicht machen wir das auch im Stream, ne, und gehen das mal durch. Wir werden sehen, wie es Montag ist, Leute. In diesem Sinne, Leute, das war die letzte Spielanalyse vor Weihnachten in diesem Jahr. Von daher wünsche ich euch an dieser Stelle hier schon mal, für alle, die Montag nicht im Stream dabei sind, frohe Weihnachten, habt eine schöne, ruhige Zeit. Genießt die Tabelle mit 4 Punkten Vorsprung. Vielleicht wären es auch mehr, vielleicht werden es 6 werden, vielleicht 7. Wer weiß es schon so genau. Ich gehe nicht davon aus, aber Überraschung ist Freiburg auch immer gut. Also mal abwarten und ja, habt einen guten Rutsch. Ne? Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund. Das ist das Wichtigste. Aller spätestens im neuen Jahr wieder, wenn es weitergeht hier. Schlag auf Schlag beim FC Bayern. Wie gesagt, wir werden am Montag noch den Stream haben, 18 Uhr. Vielleicht auch schon 17 oder 17:30 Uhr, weiß ich noch nicht genau, weil ich muss später dann noch die Mara abholen. Von daher wird es vielleicht ein bisschen eher werden, weil ich habe Urlaub. Ja, kann auch sein, dass es 17:30 Uhr wird. Aber ich werde es im Discord ankündigen am Sonntag, damit ihr Bescheid wisst. Gut,
Leute, rot-weiße Grüße gehen raus und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.